Ich hätte noch viel blöder da, hätte nichts an mir vorbeigehen. So hat es getönt, als wir letztes Jahr auf dem Bauenberg bei uns oben im Berner Oberland den Abschluss vom ersten Urchig-Album gefeiert haben. Eine ziemliche Festhütte und ein Riesenerfolg. Die Leute hatten so Freude gehabt, dass wir gefunden haben, jetzt können wir nicht einfach aufhören. Es ist sicher auch dazugekommen, in der ersten Version sind wir einfach so ein bisschen blind daran, wo wir irgendwie noch nicht so eine Ahnung hatten über die ganze, wie die Jodelmusik funktioniert. Und wir haben halt extrem viel gelernt und das hat uns dann halt schon gereizt, das irgendwie auch noch weiter anzuwenden. Im Grunde genommen haben wir ja bei Orchig 1 eine Stiftung gemacht. Und es ist eigentlich doof, wenn du eine Stiftung machst und dann nicht noch ein Zeitchen auf dem Beruf weiterarbeitest. Also haben wir gefunden, nach Orchig 1 müssen wir jetzt unbedingt noch ein Orchig 2 und ein Orchig 3 rausgeben, nachdem wir endlich wissen, wie es funktioniert. Wenn wir endlich wissen, was wir eigentlich machen. Ja gut, dann fangen wir an. Angefangen hat die Geschichte zu Orchig 2 aber nicht mit neuen Jodlern, sondern mit einer deutschen Schlagersängerin. Nein, für mich bist du lebendig, wo auch immer du jetzt bist. Wenn mein Herz dich heute aufs Klingenschwert vermisst. Mit der Andrea Berg habe ich beim Samstagsjass «Sternenträumer» als Duett gesungen. Und das ist bei den Fernsehzuschauern auch so gut angekommen, wie auch noch dazumal der gejodelte Indianer. Eines Tages Sternenträumer sehen, Sternenträumer sehen. Und nachher haben wir gefunden, das würden wir auch gerne probieren. Das wäre noch cool. Ja, und vor allem war es eigentlich ein sehr ähnlicher Moment wie mit dem Indianer, mit der Katrin Burg. Ja. Man hat einfach gemerkt, es ist wieder so eine Kombination zwischen dir und der Andrea. Das hat einfach geklickt und irgendwie die Leute haben unglaublich erreicht. Und man macht ja manchmal Fernsehsendungen, wo nicht so Feedback kommt, oder? Und ja, da hat sich es einfach überschlagen. Und da hast du einfach gemerkt, dass die Leute nach so etwas suchen. Ja, nach diesem Riesenerfolg von Göller Orchig haben wir gefunden, leck, also die Leute haben so Freude an diesem Teil. Komm, wir machen das nochmal. Aber nicht noch einmal nur Göller-Lieder, sondern es gibt ja so viele schöne Schweizer Lieder. Also probieren wir mal, ob wir die Rechte bekommen von den grössten Schweizer Hits und so. Ich finde es auch spannend. Wir haben für Heiter Fahnen, für Mühe mit den Kühen, wir haben ganz verschiedene Anfragen. Es gibt irgendwie Versionen von Blasmusiken und Versionen von Guckenmusiken und Schülerbands und Schülergruppen. Ich finde es einfach unglaublich schön, wenn sich die Songs anfangen zu verteilen. Viele haben zum Glück ja gesagt, wir dürfen mit ihren Liedern das Zeug verjodeln, sagen wir jetzt mal. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Die Teil haben gesagt, wir dürfen nicht, das begreife ich nie, werde ich nie begreifen, aber denen geht es auch finanziell so abartig gut, dass sie das nicht nötig haben. Ich habe mich noch nie gegen irgendeine Coverversion gewehrt, weil ich irgendwie finde, Musik soll und darf fliegen. Und darum freue ich mich sehr. Es ist eine grosse Ehre, dass dieser Song auf dem Orchig-Album drauf ist. Abgemacht ist abgemacht, ohne Handschlag der zählt. Und selten beißt einer, der laut rumbaut. Wir haben es wieder mal zu Berg getrieben. Zusammen mit dem TJ, am Ueli Mohr, am Jodlerclub Blauen und am Schören Müller habe ich mich auf den Weg gemacht zu einem ganz speziellen Ort. Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen für unsere Wanderung. Also, dann würde ich sagen, brechen wir auf, gemütlich laufen. Ja, jetzt laufen wir ab. Was soll ich sagen? 3/4 Stunde, sagen wir mal, wieder ganz gemütlich. Ne? Gell? Ja. Das ist nicht so lang, der Weg. Nee, das geht. Wir so laufen wir bis jetzt. Ja. Das ist genau der Weg, wo wir jetzt rauflaufen, bin ich dann nämlich hier raufgekommen, wo ich das Lied gemacht habe. Ja. 1981. Mehr noch. Da hast du schon hier unterwegs
Nein, nichts. Ja, einfach, das ist dort am Ort passiert. Der Aufstieg geht etwa 3/4 Stunden dorthin, wo der Schöre im 81 diesen Superhit hat geschrieben. Genau, der Lauenensee. Während die ältere Garde zu Berg geht und in alten Erinnerungen herumkramt, haben die jüngeren Mitwirkenden von Orchig 2 ebenfalls eine Reise in die Vergangenheit gemacht. Wir sind hier in Zäffling auf dem Schulhausplatz. Hier habe ich 6 Jahre von meiner Schulzeit und somit einen der wichtigsten Punkte in meiner Kindheit durchgemacht. Manche schwierige Momente, aber auch manche schöne. Und heute treffen wir hier den Jesse. Er hat die Wurzeln hier in Zäfflingen. Hi. Ja. Und du? Ja, gut. Sehr Parat für schön. heute. Ich würde sagen. Super. Jesse ist auch so eine eigene Figur in unserer Berufswelt. Ich meine, ich kenne sonst niemanden, der einfach die Autotür auftust und er lässt sich an, für sich selber. Wer macht das? Jesse macht das. Ich habe schon immer Musik gemacht. Also meine Mami hat gesagt, ich habe schon im Bauch gesungen und gestüpft und habe dann auch an vielen Familienfesten gesungen, bin in Gesangsunterricht gegangen, habe an kleinen Wettbewerben teilgenommen und im 2012 habe ich dann den Schritt nach Deutschland gewagt, habe in Deutschland sucht den Superstar den 3. Platz gemacht und von dann an hat dann so, ja, meine musikalische Karriere gestartet. Tür auf Tür beim Auto gehörst. Jesse Rich im Radio, im CD-Spieler, überall. Wenn er hier im Kompi ist, irgendwo ist er auf seiner Seite. Jesse Rich, das gibt es gar nicht. Aber genau so, wie er an seinem Zeug angefressen ist, kann er sich auch in etwas verbeissen, wo andere dran sind und dort sein Bestes geben. Also, dort ist natürlich Jesse eine riesen Bereicherung, seit Orchig 1. Also komm, wir schauen. Eben, Schulhaus, gell? 6 Jahre in die Schule. Und dann draussen geshootet, 1. bis 9. Krieg quasi. Später dann gehockt und Scheiben verschlagen. Und ja, ich war halt immer einer von denen, der vielleicht nicht unbedingt mit drinnen bei den beliebtesten war. Mit 10 Jahren von Örgeln, von Horn raus und auch noch von Bauern. Das hat manchmal so ein bisschen dazu geführt, dass man halt das Mal ausgelacht wurde. Und manchmal hat man auch ein bisschen auf den Ranz bekommen, dass man sich dann halb ins Gebüsch verstecken. Okay. Aber ja, es war gleich eine schöne Zeit, weil wir halt auch einen guten Zusammenhalt hatten mit denen, die Horn raus hatten. Auch mit Brüdern und mit Kollegen, die wir vom Horn raus her hatten. Und im 81 war es eben so. Im Grunde ist es witzig, ich habe dann so mit ein paar Kollegen in einer Kommune gewohnt, in Zollikofen. Und dann hatte ich irgendwie eine Lampe mit meiner Freundin. Und dann hat es mir gedacht, es gibt nur eins, ab in die Ruhe von der Natur. Und dann bin ich an diesem Lauenensee gelandet. Und dann ist das Lied passiert. Ja, so ist das entstanden. Ja. Ja, er hat mir das erzählt. Eben, im 81 hat er es ja komponiert. Und da war er, glaube ich, so ein bisschen trauriger. Er hatte ein bisschen Probleme, glaube ich, mit der Freundin dann. Und kommt eben hier den Lauenensee und hat das spontan komponiert. Das hat mich schon noch bald beeindruckt. Er hat auch nicht geglaubt, dass das ein Hit gibt. Das ist alles von selber. Aber seit der Hart hast du schon mehr auch noch in X-mal. Natürlich oftmals mit dem Fernsehen, wenn man angefragt wird. Oder wir haben dann mit Span hier unten, Open Air, haben wir ein grosses Konzert gehabt. Also etwa 800 Leute, die 40 Jahre Span gefeiert. Jawohl. Und dann haben wir noch einen Preis bekommen von der Gemeinde. Ja. Für unsere Verdienste, dass wir in diesem verschlafenen Teil die Tore aufstoßen konnten. Dass man endlich Parktickets verkaufen und so Zeug. Ja. Also übersetzt, er ist schon, dass der nicht so fremdes Pack dahinter liegt. Du bringst ziemlich auf den Punkt. Ja. Und dann, als wir eben hier gespielt haben, wollte ich an den See mit meiner Frau. Dann bin ich raufgefahren. Ich sage das, ich habe geflucht wie ein Dumm. Kein Parkplatz, nichts, alles überstellt mit Kerren und so. Ich habe einfach relativ wild parkiert, weil das hatte ich nicht auf dem sitzen, dass ich nicht herkam. Aber dann habe ich auch gedacht, leck, was habe ich hier angerichtet? Was hast du angerichtet, ja? Ja, nicht mal einen Parkplatz habe ich, den ich komme. Vom überfüllten Parkplatz am Lauenensee zurück auf den Schulhausplatz. Der Simon und der Jesse tauschen sich über Gemeinsamkeiten in der Kindheit aus.
Das Bauern ist schon eben sehr etwas Wichtiges gewesen. Das war auch vor 10 Jahren. Wir wollten einfach gerne ihm helfen, jeden Abend in den Stall. Wenn wir Badi war, ist man halt um 4 Uhr heim. Und wenn nicht, dann hat man etwas gehört. Von daheim und vom Bauern. Also hat man ja 2-mal etwas dürfen hören. Und ja, zu guter Letzt das Musiken. Das ist das, was mir heute geblieben ist. Ich lebe heute, ich lebe nicht so. Gestern ist vorbei, ein neuer Tag mit neuem Glück. Heute könnte ich der Kinder sein. Schaue gerne nochmal zurück, aber leben tue ich heute. Ja, ich glaube, meine Kindheit war gar nicht viel anders als deine. Also ich habe auch viel Musik gemacht. Ich habe geschuttet, nicht gehornhustet. Gebaut habe ich auch nicht. Und ich glaube, ich hätte es auch nicht so cool gefunden. Aber eben auch so der Halt in der Musik hatte ich auch sehr stark gehabt, wie du auch. Words can't explain what I've done was a big mistake. Ich musste sehr früh lernen, selbstständig sein. Meine Mami hat sehr viel gearbeitet, mein Papa war nicht so viel rum. Und dann war halt eben die Musik extrem Halt. But I'm so sorry, and that is for sure. I just can't excuse myself over and over. Also Jesse, wir haben heute schon viel von Sport gehabt, hier von Shooten. Und jetzt kannst du dir mal raten, was dich jetzt erwartet. Ja, ja, es irgendwie so ein bisschen Gespür. Wir gehen zusammen ein bisschen Horn aus, ist gut? Ja, jetzt haben wir die richtigen Kleider an. Ich würde so sagen. Also komm, wir gehen schauen. Also Mitch, jetzt bräuchte ich noch ein Böckchen und dann bin ich schon glücklich. Böckchen, Houli. Holen ist da vorne. Hast du schon vorgenommen? Führen gut. Noch hier die Ja, so etwas. Currymässig. So. Ja, genau. Ist gut. Aber gell, wenn man es mal ein bisschen hat auf in einer Mannschaft gemacht und so ein bisschen wie richtig, dann braucht es noch ein bisschen Hilfsmittel, sonst können wir es eben nicht mehr. Okay. Und du wirst halt einfach 2 Löcher bekommen, stecken und dann wird gesalbt. Ja, das ist ein bisschen wie Minigolf, oder? Ja, genau, richtig. Ein bisschen wie Minigolf. Der Jesse wird noch auf die Welt kommen, wenn er das erste Mal den Stecker statt den Golfschläger in den Hängen hat. Item. Überrascht war er auch, als er das erste Mal die vielen Kinder von der Jungjodlergruppe Lenkmatte St. Steffen und Därstetten getroffen hat. Und bei so Haufen Chormitgliedern durfte ich fleissig die Hände schütteln. Hallo. Hey, salut. Hi. Ciao. Gölle und Simon sind in die Turnhalle reingekommen und haben überhaupt nicht gewusst, ja, was erwartet uns. Und sie sind alle da gestanden, schön so aufgereiht, mucksmüsli still. Und sie haben sich gefreut, sie waren gespannt gewesen, und wir natürlich auch. Und dann haben sie uns zuerst mal das Lied «Heute und jetzt» vorgesungen. Wenn 70 Kinder meine Musik singen, dann ist das ein riesen Hühnerhaut-Moment. Ich hätte es nicht erwartet, dass es mich so viel wird mitnehmen wird, mitreißen. Das löst emotional extrem viel aus und ist ein sehr dankbarer Moment. Ich war überrascht, dass es eigentlich fast professioneller war als die Sachen, die wir schon gemacht haben mit Erwachsenen. Ich bin also sehr erstaunt. Und ich sage jetzt nicht, welche Clubs, die wissen es selber, die nicht geübt haben. Es hat gefällt wie ein Ohren. Es ist halt immer mit Golfen, ist es einfach lustig, weil ich bin auch ein Golf, ein richtiger 50-jähriger Soul-Golf. Und irgendwie spürt das Alberkind, wo ich Freude am Ruhe rein. Und ja, das funkelt irgendwie gegen. Ich gehe gerne singen, weil es noch ein bisschen Tradition ist bei uns, dass wir noch jodeln und auch einfach, weil es noch ein bisschen Effekt. Mir gefällt eigentlich, dass man nicht alles so modern ist beim Singen und dass man einfach das hat, was man hat, wie es früher war.
Ich gerne singen, weil es so erfrischend ist. Also, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Wir haben heute aufgenommen. Heute weiss ich aber gar nicht, wie das Lied heisst, dummerweise. Wir haben den Jodels gesungen, also den, den wir geübt haben, heute und jetzt. Und ja, es hat sehr Spass gemacht mit diesen drei. Es war extrem, wie die Kinder reagiert haben. Ich hatte extrem Freude. Die Eltern haben mir erzählt, sie sind nach Hause und haben den Grosseltern und den Göttern und weiss nicht, wann alles angerufen, um das zu erzählen. Und sie haben extrem Freude daran. Mama, er sieht schon noch schick aus, in diesem Mutz, unser Jesse. Aber das hat doch zu reden gegeben. Wie ist es? Nochmal. Zu ist vorgelitzt. Nein, genau, wenn man ihn zutust, dann musst du auch vorlitzen. Ja. Wenn du ihn offen hast, dann tust du hingern. Die Simmentaler gehen immer offen. Immer offen. Ja. Die Gewerkungen haben immer offen. Ja, genau. Also ich vor allem oft, dass sie da von die Ärmel hingern litzen. Oder dass sie sie nicht müssen vorlitzen. Die meisten haben gar keine Manschettenknöpfe. Weißt du, der Ja. weiße Ja, Ärmel gibt's dass sie einfach so- Manschettenknöpfe. Genau. Die meisten gar nicht mehr. Ja, das sprengt darum sonst derartig Unterarm wie Küngeli-Ränze. Das bringst du gar nicht überhin. Das Problem kenne ich. Zum Schluss hat es als Erinnerung noch ein Abschlussfoto gegeben. Gar nicht so einfach, 70 Kinder in Reihe und Glied zu biegeln. Aber mit ein bisschen Geduld hat es dann doch noch geklappt. Bitte lächeln. Der Kind war eigentlich spannend, wie ernst die das genommen haben. Ja, ernster als viele Erwachsene, Ja, das ist die wir so. zwischendurch kennen, die vorher schon Bier saufen, bevor man aufnimmt. Ja, das ist so. Das ist bei den Kindern nicht passiert. Verbrenne mich immer wieder gern an dir. Da ist euer Zimmermann gekifft, hier im Tor. Es denkt mir recht schräg, das ist sie. Was ein Projekt sicher viel gebracht ist, mal ist Uli Mohr. Wo wir ja durch Urchi Geisegler kennen, dass er dann ist bei uns eingestiegen für uns eben zu zeigen, wie wir das eigentlich richtig machen. Also, er hat uns jetzt extrem viel gebracht. Ja, er hat halt einfach zu wissen, irgendwie, oder? Er ist so lange schon Chorleiter und Dirigent und selber halt auch Komponist. Und es ist lustig, als wir Uli angefragt haben, er hat gesagt, ja, vielleicht so 2-3 Arrangements traut er sich zu machen. Am Schluss, ich glaube, sind es 9 oder 10 geworden. Die grösste Herausforderung war, dass ich etwas verbinden kann, das jodlerisch und vom gegebenen Lied einen schönen Mix gibt. Dass ich nicht irgendetwas mache, das fremdet. Ich habe Haufen Jodler-Kollegen gesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die ich durch das Projekt mit ihnen etwas machen durfte. Der Uli Mohr ist zu Besuch bei den Kollegen vom Jodlerclub Alphütli Plafeyen. Vor der Probe wird das erste Mal eingeturnt. Sonst ein Räderchen machen, das ist also oben reinkommen. Das ist therapeutisch, nicht nur an Einwärmezweck, sondern an therapeutisch. Wir wollen vor allem an diesem Lied, an diesem Stück ein bisschen üben, einfach so ein bisschen Sachen angucken, die bei den Aufnahmen dann wichtig ist. Ich habe mich zur Verfügung gestellt, für so ein bisschen den ersten Kick zu geben. Und bei den meisten Orten kommt das sehr gut an. Was wir hier machen, das ist nicht ein Jodellied singen. Das ist rein Unterhaltung, was wir hier machen.
Und das ist mir wichtig, dass wir das alle zusammen wissen und dass ihr das von mir auch hört. Ich würde nach wie vor der Jodellieder oder der Naturjützler bleiben. Aber mir gefällt das, so zu einer anderen Melodie etwas zu jützeln und eben den Leuten können so eine Freude machen. Es ist natürlich speziell, wenn der Komponist anwesend ist. Wir kennen uns schon ein Zeitchen. Wir haben schon ein paar Auftritte zusammen gehabt in der Jodler-Szene. Er mit seinem Chor, wir mit unserem. Ich tue ja in dieser Probe nicht nur umhacken. Ich tue auf die wichtigsten Sachen hinweisen und vielleicht so 2, 3 Sachen. Probiere vor allem rhythmische Sachen auch noch so ein bisschen in die Ordnung zu tun, dass es bei der Aufnahme ringer geht. Das Lied, das Ueli Mohr mit dem Chor probt, ist jetzt eben das, was ich dann mit der Andrea Berg im Fernsehen gesungen habe. «Sternenträumer». Ein paar Sachen ist wichtig, dass er gleich fokalisieren und dass er einfach schön sauber einsetzen und schön sauber alle schön miteinander hören. Und das muss einfach alles sexy sein. Das ist einfach ein bisschen anders als bei uns, wenn wir einen Jutz begleiten. Ja, steh, 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 steh. Sternenträumer sind. Noch eins. Sternenträumer sind. Und nochmal. Wir sind nicht im Schlager daheim, ganz und gar nicht. Und es ist auch nicht unsere Absicht, dort heimisch zu kommen. Aber das macht ja die Lust auf mehr. Und somit hat das Neugier geweckt. Das letzte Mal haben sie ja ein bisschen über erst die Dritte, da, was wir gemacht haben, ein bisschen futtern. Das sind nicht 100% gejodelt und so Zeug. Dieses Mal gehen wir noch extremer, oder? Jetzt gehen wir ins Deutsche, zum grossen Kanton, mit der Andrea Berg, singen sogar ein bisschen Deutsch mit gejodelt und so. Ja. Das ist sicher verpönt, da geht es gar nicht. Ja, sagen tut da, ob der eine das oder der andere das, wie beim Vorderen nach. Und wenn man etwas macht, wenn man sich exponiert, dann gibt man auch Angriffsfläche. Tradition. Ja, hier wie her. Für uns ist Tradition schon schön, wenn man überhaupt noch singt. Das ist schon mal wichtig, was man singt und wie man singt. Schön ist, wenn man die Zeit zusammen geniessen kann. Das ist wichtig. Ich war immer einer, der über die Grenzen raus ist und mal ein bisschen mit Wollkappen zu Airbag-Zeiten sogar Hip-Hop-Elemente reingenommen. Ich habe jetzt ein volkstümliches Element. Man hört verschiedene Sachen. Ich merke es jetzt so, wenn ich das jemandem erzähle, es gibt Leute, die sagen, super, das ist doch gut, es muss Platz haben, mal etwas anderes. Es gibt Leute, die das gar nicht so sehen. Ich kenne viele Leute, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen. Als man mit Popmusik so Jodelversionen macht. Ich selber habe auch eine andere Einstellung. Ich finde, das sind ja dann wirklich neue Produkte und ist eine neue Form von Musik. Man tut nicht irgendein bestehendes Zäuerchen oder so verkitschen. Oder? Ich finde es unglaublich schön, wenn Stilrichtungen, wenn Musiker, wenn Rocker mit Volksmusikanten, wenn das alles vermischt wird. Ich hoffe einfach, es werde gutiert, auch von der Jodler-Seite, dass da schön gejutzt ist. Und es wird gutiert von der Pop-Szene, dass man irgendetwas Schönes daraus gemacht hat. Das Mischen zwischen Tradition und Moderne, das ist etwas, das sicher viele Leute am Anfang gestört haben. Dann hättest du die Leute aber so aus der Ländlerszene. Wir hätten nach innen nie mehr dürfen spielen. Und das ist heute ein bisschen anders. Heute ist es so, eben, wir spielen wieder Schwingfest, wir spielen wieder Jodlerfest. Und diese Akzeptanz, die ist mordsgross. Ein sauberer Hammer vom Simon. Mal schauen, ob unser Minigolf für Jessie das auch so gut kann. Also. Es wird doch schon gehen, komm. So. Ich muss echt den Benko haben, den Stecken. He? Ja, genau. So, dass der nicht sicher nicht davon fliegt. Du, fast? Das hat nicht viel gefällt. Ja, jetzt ist der wieder nicht los, hast du gemerkt? Nach ein paar erfolglosen Anfängerversuchen wird aber aus unserem Jessie doch noch ein richtiger Horn raus. Schau jetzt! Wow! Hast du das gesehen? Ja. Und der Käfer ist nicht schön, das ist schön, also schön, hä?
Den nehmen wir. Nicht durchdrehen, Jesse. Ich habe gebrochen. Oh, Jesus. Hat man gehen. Du, hat er gehen? Schlimm mit dem, ja, schau. Einfach wegen dem falschen Schwung. Wegen dem falschen Schwung. Ja, das ist einfach... Oder jetzt bist du echt über den Kopf und dann hat das der dermassen zusammengelegt. Das hat jetzt einfach gut. Oh Mist, ja. Bevor der Jesse sich selber und andere gefährdet, legen wir jetzt gescheiter mal eine Ritterrüstung an. So, Werkzeug fassen. Ja, hat schon sein Gericht. Musst du dann oben haben? So, genug geschnurren, Giela. Ab aufs Feld. Ich komme mir vor, als würden wir, weißt du, mit Harry Potter mit dem Besen fliegen. Ja. Unser Jesse. Ja, genau. Irgendwann fährt auch jodeln, oder? Ja, ich glaube, es hat dem Trainer schon reingenommen. Ich glaube, es hat ihn halt irgendwie halt auch wieder... Also er hat ja die Musik eigentlich vor allem deine Songs oder in der Kindheit gehört. Und es ist irgendwie... Der hat natürlich so wie ein Flashback gehabt. Und dann dreht sich alles um Gesang. Es gibt nichts Schöneres für einen Sänger, wenn es sich alles um Gesang geht. Und er hat natürlich den Leuten, die sie reinkommen, ins Studio auch mit dem Aufnehmen und wie was machen, einfach unglaublich unterstützen. Und ja, er wird natürlich ernst genommen von den Jodler, weil er verdammt gut ist, oder? Ich nehme an Campari Soda. Weit unter mir liegt das Wochenmeer. Der Ventilator summt leislich. Es ist, als gäb's mich nicht mehr. Der Tag, wo wir sind wandern, das ist schon, wo wir an Lauensee sind, der hat mir persönlich schon extrem gefallen. Weil wir sind ja immer so ein bisschen in einer eigenen Welt hier unten in diesem Studio. Und irgendwie kommst du dann aber wieder zusammen mit den Leuten und da siehst du irgendwie aber, wieso wir es eigentlich machen. Ja, also allgemein ist der schönste Moment eigentlich immer der, mit den Leuten zu arbeiten. Also da, diesen Mistknöpfchen umschrauben, das ist ja dann eigentlich das Mühsame. Blöd gesagt, wenn wir ehrlich sind. Das ist wirklich Bütze, aber das, was man zum Beispiel eben, wie du sagst, Lauensee, wenn man mit den Leuten draussen ist und ein bisschen chirgt und endlich ein bisschen Zeit hat, für zusammen zu schnurren über ihr Leben und wir über uns und so, dann wird es interessant. Ist das, was mich fasziniert bei diesen Jodelchören, sind die Schwingungen. Weißt, beispielsweise, es gibt doch das System, 20 Männer singen und einer jodelt drüber frei. Ja. Was da an Schwingungen und Emotionen frei werden, das hat etwas Mystisches für mich. Das sind einfach Klänge. Es sind Klänge, es ist nicht ein Stil für mich, wo weißt, sagen, ja, Jodeln und dieses oder Schörgeln. Für mich sind es einfach Klänge, Musik. Und das fasziniert mich. Wie viele erwachsene Männer zusammenstehen und zusammen etwas machen, wenn es um Musik geht. Das finde ich toll. Würdest du mich jetzt fragen, wie es mir geht, was mich plagen und wie es um mich steht? Ich glaube, ich würde es nicht sagen. Ja, die schöne Geschichte daran ist ja eigentlich auch, wir haben den Jodelclub Blauen angefragt, diesen Song zu machen. Was jetzt nicht wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig geniemässig ist, aber irgendwie... Nein. Aber ja, dass sie dann helfen und Freude daran haben und dann bringst du den Originalkomponist eigentlich zuerst mal mit dem Jodelchor, der noch nie in dem Sinne im Studio war, das erste Mal gemacht zusammen. Das hat schon eine Geschichte gegeben, wo man gemerkt hat, wo ja, alle aufgeregt waren irgendwie auf das Experiment. Und das ist halt auch für uns ein wichtiger Teil. Ich meine, klar ist das eine einfach gestrickte Idee. Absolut. Aber wenigstens kann man es hören und macht Sinn. Oder? Es gibt ja viele künstlerisch wertvolle Sachen, die sie daraus machen in der Welt. Und es interessiert kein Mensch. Also, ja, da machen wir schon lieber etwas, was ja, aber es ist, was ich eigentlich sagen will, ist, manchmal ist das Einfache eigentlich schwieriger. Oder? Das herbekommen, dass dann wirklich auch alle dahinter sind. Ja. Du kannst gerne eine Idee setzen, den Leuten, oder? Aber die Begeisterung, das müssen die Leute nachher selber haben. Das haben wir einfach in dieser Konstellation, hat es irgendwie auch nicht den Ärmel reingenommen. Lauene, Lauene, Lauene Und dann, nach 3/4 Stunden, den Berg darauf zu schirken, haben wir ihn endlich gesehen. Der Lauensee. Und ich muss sagen, schon noch eindrücklich.
weiss noch gut, wo ich in der Sonne bin gesessen. Weit weg vom Lärm von der Stadt. Ich weiss noch gut, wie ich auch vergessen konnte. Dort hinten beim blauen See. Du verhudelt. Gar nicht gewusst, dass der lesen kann. Schöre, was steht dort? Das sind wirklich die Noten und der Text von diesem Lied. Irgendjemand ist auf diese Idee gekommen und hat das hierher geklebt. Das ist seit Jahren ist das da. Und ich habe jetzt gesehen, lustig ist auch, hier unten heisst es mit freundlicher Genehmigung der Komponisten und Autoren. Das wäre ja der, oder? Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr erinnern. Aber wir sind froh um alles, was geht, um das Lied herum. Es ist auch toll, es lohnt sich auch. Und dann hier, oder, wir haben auch einen englischen Bezug zur Rockmusik. Darum heisst es hier auch am Schluss auch noch Repeat and Fade Out. Oder? Im Blauen See. Repeat and Fade Out. Das tue ich so nachkommen wahrscheinlich. Ja, der Launensee ist halt so ein Evergreen in der Schweiz. Die meisten Leute haben den schon Schule gesungen. Oder manchmal hat man ihn müssen singen und eigentlich erst später nachher gelernt zu schätzen. Und das ist auch so ein Song, der halt einfach ganz viele Schweizer einfach begleitet hat. Und, ja, der ist wie Kiosk vom Köln oder so. Oder das so so. vom Köln. Ich finde es zwar absolut scheiße, aber vielleicht das jetzt so Lieder, die man kennt. Das ist ja so. Ja gut, dafür darf ich dank dem Schwan zwischendurch ein ehrenvolles Ämtchen übernehmen. So durfte ich das Jahr Käsegötti sein und das beim Jodelclub Lissach. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Dass der riesige Käse eine Bedeutung hat, haben wir eine Götti gesucht. Wir haben hier einen Bewerber bekommen, das war der Gölle. Nach langem Auswahlverfahren hat der Gölle den Zuschlag bekommen, dass er für Gölle So habe ich den Käse getauft und das macht man anscheinend im Emmental mit Champagner. Gut. Jetzt drüber, ja, das sollst du schon wieder über die lernen. Hey ja, sonst kannst du das Gesöff für nichts brauchen. Essen habe ich mein Emmentalerli leider nicht dürfen. Dafür signieren. Gut. Es hat dann noch das eine oder andere ein Bierli gegeben. Und auch schnupfen tun sie gerne, die Lissacher. Alles hat sich frei. Zurück zu Sim und Jessie. Und die zwei sind immer noch im Hornhauser Trainingslager. Oh, leck du Möder. Fein ist nebendurch. Darfst du das denn auch? Das darfst du, ja. Ah, das darfst du? Ja. Weisst heitere Fahne, mein Herz gehört dahin. Also, Jessie, Also. ich hätte es im Fall nicht gedacht, aber du hast tatsächlich einen, sogar mehr als einen vom Bock gebracht. Und zwar dann noch ein bisschen gut. Und, Ja, du. Wir müssen es noch heute anschreiben. Das war gut, also etwa 8. Ja. Dann zählt man das noch zusammen, das gibt 14, gibt 25. Also ich glaube, da hat noch nicht Menge Junghornhauser oder auch Aktive, die so das erste Spiel haben gemacht haben. Da hat noch nicht Menge so viel gehabt. Also, voll bestanden. Guten Lehrer gehabt. Genau. Ja, und jetzt Ich würde sagen, jetzt kommt die Teil, Familienfest. jetzt sind wir ein bisschen gemütlich, den gemütlichen Teil noch Ich freue mich. Ich mich auch. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen von meiner Familie jetzt. Sie wissen noch nicht genau, so, was geht. Und es ist eine Überraschung, dass ich heute hier mit dem Simon Scharlachrot singen und heute duett. Und ich bin sehr gespannt, wie sie auf das werden reagieren. Liebe Familie, ich habe gesagt, Simon, die ist gross. Du siehst, die ist gross. Tatsächlich. Ich möchte ganz kurz etwas sagen. Mega schön, dass wir das 3. Schüppachfest zusammen
feiern. Ich bin wieder mal da. Ich bin froh. Es freut mich mega. Ich werde euch vielleicht ganz kurz erklären, warum dass ich heute ein bisschen anders... Ich bin ja schon immer gut angelegt. Aber heute habe ich mich speziell rausgeputzt. Das hat einen ganz besonderen Grund. Auf der neuen Orchig-CD, ihr habt vielleicht von der schon mal gehört, es hat eine Orchig 1 gegeben mit den Göllenliedern in Jodlertracht. Und jetzt gibt es eine Orchig 2 mit den grössten Schweizer Mundart-Hits. Und ich habe die grosse Ehre von der Produzentenrolle jetzt ins Frontlicht zu rücken und wieder 2 Songs singen. Also es ist schon ein ganz spezieller Moment und ich bin extrem gespannt, in die Gesichter zu schauen von meiner Familie. Ich baue mir meine Träume auf rund um dich und male sie scharlachrot an. Ich bringe mir die Namen mit in mein Herz. Könnt schwören, dass ich ewig bleibe. Ich habe natürlich schon ein bisschen mit meiner Familie über das geredet, dass ich so ein bisschen denke, jetzt Mundartmusik auszuprobieren. Und sie haben eigentlich sehr positiv auf das reagiert. Natürlich die einen sagen, ja, passt das? Du singst doch immer Englisch und so. Aber ich merke, sie sind offen dafür. Ich baue mir meine Träume auf rund um dich und male sie scharlachrot an. Ja, es ist natürlich ein Moment so ein bisschen mit dieser Musik. Das hat einfach das Publikum wieder gefunden. Ich glaube, die Leute sehnen sich einfach auch irgendwie nach dem Teil Heimat. Und es ist natürlich cool zu sehen, dass da noch eine Generation nachkommt, wie eben Simu oder Jesse, die Freude haben an dieser Musik. Und für uns war es wichtig, dass wir einfach, sage jetzt mal, nicht nur auf die ganz traditionellen Hits setzen, sondern einfach auch den einen oder anderen jüngeren Titel reingenommen haben. Ich schwöre, dass ich ewig bleibe, wenn ich nicht dazwischen komme. Und ich heimweh nach den Bergen, nach dem Schocki und dem Wein. So, das Gröbste wäre für heute durch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Orchig 2 wird eine Granate. Und nicht zuletzt wegen unserem tollen Team. Es ist schon ein bisschen spinnsig, oder, auf unserem Gebiet. Wir wollen es natürlich perfekt haben. Ich glaube, Uli hat es gewusst, dass wir so Perfektionisten sind, weil er ja dabei war bei Orchig 1. Und ich glaube, er hat schon recht Respekt vor dieser Arbeit, oder? Ja, und das ist halt einfach auch, das Kreative kannst du nicht immer erzwingen. Und das ist halt, dort muss schon irgendetwas passieren. Du kannst ja das nicht einfach nur 0815 nach einer Formel arrangieren. Du musst ja irgendwie auch einen Funken springen. Und das kannst halt einfach, vor dem hat jeder gegen Angst. Passiert es noch, kommt irgendetwas. Und das nachher in so kurzer Zeit, das halt da ist passiert bei ihm, ja, das ist ja nicht planbar. Aber wir haben gewusst, dass es kann. Ja. Wir haben immer an ihn geglaubt, wo er es können. Ich weiss noch gut, wo ich in der Sonne bin gesessen. Weit weg vom Lärm von der Stadt. Ich weiss noch gut, wie ich kann. Wo wir dort oben so den Song abgespielt haben, am Launensee, du hast das dann gehört, wie das wirkt. Und ja, da kommt irgendwie alles zusammen. Der Schöre ist dort für sich gepriegt, die Gitarre und hat einen Hit daraus gemacht. Und die Launer hat auch nicht manchmal Jutze dort hinten, oder? Und wir haben eigentlich auch das erste Mal jetzt am See selber erlebt. Also. Und nachher mit dieser idyllischen Stimmung dort hinten, das war richtig kitschig. Dort hinten beim Lauenersee. Also der Tag heute war für mich sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, aber ich habe gerne Menschen und ich sehe gerne neue Sachen. Ich habe lauter nette Typen, lustige Menschen lernen kennen hier. Das Gefühl dann am Ufer vom See, dann merke ich, wie gut das mir geht.
Ich glaube, ich gehe noch mehr. Lauensee, das ist wie Kiosk vom Polohofer. Also, wer den nicht kennt, hat einen am Helm. Das ist ein Stück Schweizer Kulturgut. Und wir sind doch sehr stolz und froh, dass Schöre gesagt hat, er macht mit. Er hat ja das Lied geschrieben, zum Glück. Er hat wenigstens ein gutes Lied geschrieben in seinem Leben. Das kann man dann rausschneiden. Ich weiss noch gut, wie ich vergessen konnte. Dort hinten beim Lauensee. Ich tue mich da nicht gerne selber rühmen, aber ich glaube, es ist nicht schlecht rausgekommen. Ich bin einfach froh, dass es mir geraten ist, dass ich all diese Sachen in dieser kurzen Zeit machen konnte. Wenn du mir im Oktober hättest gesehen, ich müsse bis Ende März 12 Stück haben, hätte ich dir alle ganz wüste Wörter nachgeworfen. Ich finde auch, wenn es aber nachher so wieder so Compilations gibt, sieht man, wie hoch das eigentlich das Niveau ist in der Schweiz und was für geniale Songs das geschrieben werden und geschrieben worden sind. Dann merke ich, wie gut das man da hat. Ich glaube, ich gehe noch mehr. Ich finde, man darf die Schweiz abfeiern, man darf stolz sein und man darf die Schweizer Fahne rausheichen und Jodellieder singen. Weil das ist unsere Kultur und zu dem sollte man stehen. Ich habe jetzt in die Politik gewechselt.